Mit der Predigtserie Abenteuer des Glaubens starten wir in das Jahresthema hinein, also ein Thema, das uns ein Jahr lang wird beschäftigen, auf verschiedenste Art und Weise. Und wir haben heute Morgen schon den Gedanken ein bisschen gewälzt, was löst Abenteuer aus bei dir? Ich hoffe, etwas Positives. Der Reiz vom Abenteuer ist ja das Neue entdecken, vielleicht Unbekanntes entdecken, Erlebnis zu machen, ein cooles Ziel zu erreichen. Vielleicht aber auch auf der anderen Seite gewisse Widerstände zu überwinden, durchzuheben auf das grosse Ziel und hoffentlich am Schluss so einen Gipfelmoment, ein Gipfelerlebnis zu machen. Abenteuer vom Glauben bedeutet, dass wir uns nochmal alle möchten motivieren, auffordern, uns nochmal aufzumachen auf dieser Reise im Unterwegssein mit Jesus. Der Glaube, das Unterwegssein mit Jesus, ist das grösste Abenteuer von unserem Leben und es lädt uns ein, das, was wir sind, was wir denken, unsere Entscheidungen an dem Jesus auszurichten. Es lädt uns ein, mit ihm zusammen unterwegs zu sein und uns von ihm verändern zu lassen, in unserem Herzen, in unserem Charakter, in unserem Sein. Und es lädt uns ein dazu, zum Segen zu werden für die Menschen in unserem Umfeld. Oder wie die Bibel sagt, Licht und Salz für die Menschen, die um uns herum sind. Und so wie jedes Abenteuer kennt auch das Abenteuer vom Glauben verschiedene Etappen und Phasen. Und vielleicht hat es heute Morgen Leute da drin, die erst ganz am Anfang stehen von dieser Reise oder vielleicht noch gar nicht sicher sind, ob sie überhaupt wollen, das ausprobieren mit dem Glauben. Und so hoffen wir, dass wir dich motivieren können, mit diesen Predigten Schritt zu machen in das Abenteuer und zu sagen, also ich gebe dem Gott eine Chance und ich probiere es mal. Vielleicht bist du aber auch schon länger mit Gott unterwegs und sagst, hey, ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen in einer Wüste angekommen. An einem Ort, wo es trocken ist, wo es schwierig ist oder vielleicht wie heute, wo es ein bisschen frostig und eisig ist draussen, wo man denkt, es ist nicht mehr so abenteuerlich, nicht mehr so lässig. Wir hoffen, wir können dich motivieren, dass dein Leben nochmal auftauen und dass nochmal neues Feuer und Leidenschaft reinkommen in das, wo du dran bist. Vielleicht bist du aber auch gerade auf dem Gipfel. Vielleicht hast du gerade etwas Cooles erlebt mit Gott. Sagst, mein Herz ist so voll. Hey, ich hoffe, es motiviert dich, zum anderen zur Seite zu stehen und sie zu ermutigen. Das Abenteuer vom Glauben ist wahrscheinlich das grösste Abenteuer, wo wir Menschen drin hineingehen können. Und ich will jetzt einen Vers über das hineinsetzen aus dem Johannesevangelium, wo Jesus Folgendes sagt über die Menschen, die mit ihm unterwegs sind. Er sagt nämlich, ich bin das Licht der Welt. Licht ist Orientierung, Licht ist Leben, Licht ist Feuer und Wärme. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Bei Jesus finden wir die Fülle vom Leben, finden wir etwas, das von tiefst innen unser Herz prägt und verändert, uns erfüllt. Eine von diesen Personen, die das in ihrem Leben erlebt hat, ist Maria Magdalena. Jesus hat sie gerufen und gesagt, folg mir nach, lebe das Leben mit mir unterwegs. Maria Magdalena, manchmal liest man auch von der Maria aus Magdala. Magdala ist ein Ortschaftsbegriff. Das ist ein Ort am See Genezareth, etwa 5 Kilometer nördlich von Tiberias, für die jetzt das etwas sagt. Sonst könnt ihr einfach euch vorstellen, im Norden von Israel, am See Genezareth, dort, wo Jesus aufgewachsen ist, die Heim war, dort hat es ein Dörfli gehabt, von dort ist die Maria gekommen. Und wir lesen im Lukas-Evangelium von einer Gruppe von Frauen. Wir lesen nicht sehr oft von Frauen. In der damaligen Kultur sind Frauen eher so ein bisschen eine Nebenrolle gespielt, ein bisschen unscheinbar gewesen. Aber bei Jesus sehen wir, hat es eine Gruppe von Frauen gehabt, die auch mit ihm unterwegs waren. Und so heißt es im Kapitel 8 im Lukas-Evangelium, bald darauf zog Jesus durch viele Städte und Dörfer. Überall sprach er zu den Menschen und verkündete die rettende Botschaft von Gottes Reich. Dabei begleiteten ihn seine 12 Jünger und einige Frauen, und dann heißt es von denen, die er von bösen Geistern befreit und von ihren Krankheiten geheilt hatte. Zu ihnen gehörten Maria aus Magdala, die er von 7 Dämonen befreit hatte. Johanna, die Frau von Chuzas, einem Beamten von König Herodes, Susanna und viele andere. Und dann ein spannender Satz, den man schnell überliest, einmal ist es mir so gegangen. Sie waren vermögend und sorgten für Jesus und seine Jünger.
Die Maria war mit dem Jesus unterwegs und der Grund, warum sie gesagt hat, hey, ich lasse alles stehen und liegen und folge dem Jesus nach, in all die Dörfer und Städte, wo er angeht, ist, dass er ihr Leben auf den Kopf gestellt hat. Wir lesen da, dass sie von 7 Dämonen befreit worden ist. Was das genau bedeutet, ist schwierig zu vorstellen. Wir können es uns nur erahnen. Aber ich gehe davon aus, dass sie ihr Leben lang gelitten hat unter diesen Lebensumständen. Dass ihr Leben schwer war und herausfordernd. Ich gehe davon aus, dass sie manchmal gebetet hat, dass sie nach Hilfe gesucht hat, dass sie versucht hat, irgendwie einen neuen Rang im Leben zu finden. In der damaligen Zeit hat das geheißen, wenn man so Lebensumstände hatte, dass man auch automatisch an den Rand der Gesellschaft rausgedrängt worden ist. Mit Menschen, die krank waren oder die von bösen Geistern besessen waren, haben die Leute nichts zu tun haben. Man ist nur aus dem Weg gegangen, man hat sie stigmatisiert, in eine Schublade hineingesperrt, möglichst auf die Seite da. Manchmal geht man sogar davon aus, dass ihr Leben so schwer war, dass sie vielleicht auch einen sehr unrühmlichen Job hatte und als Prostituierte arbeiten musste. Das weiss man aber ehrlich gesagt nicht. Was auch immer ihre Lebensumstände sind. Ihr Leben war geprägt von Schmerz, von Leiden und von Fragen. Und dann kommt der Jesus in ihr Leben hinein und die Szene malt das so aus. Und vom einen auf den anderen Moment verändert sich alles in ihrem Leben. Und ich glaube, ihr Blick, ihre Sicht, ihr Selbstvertrauen, ihre Würde ist neu gestärkt worden. Ihr Leben hat sich verändert. Aus dieser Maria, die irgendwo eine Nebenrolle gespielt hat, ist eine Frau geworden, die mit dem Jesus unterwegs war, wo wir bis heute ihren Namen kennen, bis heute wissen, wer sie war. Ein zweiter Teil habe ich vorher schon erwähnt, der mich auch extrem nochmal neu berührt hat, ist, dass die Frauen aus Dankbarkeit wahrscheinlich ihr Vermögen, das sie hatten, ihre Ressourcen, die sie hatten, Gott zur Verfügung gestellt haben. Und gesagt haben, wir unterstützen das, was der Jesus da macht, mit unserem Geld und mit dem, dass sie ihm dient haben, dass sie für ihn gesorgt haben und für die Jünger. Die Gruppe von Jüngern und Jesus haben nicht die Möglichkeit gehabt, zum Arbeiten in der Zeit, wo sie unterwegs waren. Und die Frauen sind vielleicht nicht die grössten Predigerinnen gewesen. Sind vielleicht nicht die gewesen, wo man gesehen hat, wie sie gross Wunder tun und wo viel Aufmerksamkeit haben. Aber sie haben den Dienst und das, was Jesus da hat, die gute Botschaft, die da verbreitet worden ist, unterstützt mit ihren Möglichkeiten, die sie hatten. Das sind ihre Finanzen gewesen. Das war ihr Dienst gewesen, den sie da haben, da für andere. Ich gehe davon aus Dankbarkeit, aus Liebe. Und sie haben einen entscheidenden Anteil an all dem, was Jesus tun konnte. Es war nur möglich gewesen, wegen Frauen wie der Maria und der Susanna und anderen, die da erwähnt werden. Es ist eine Tatsache, die die Bibel uns immer wieder berichtet. Gott ist ein Gott, der Menschen verändern möchte, der Menschen heilen möchte. Darum redet man von Jesus ja auch von dem Heiland, weil er möchte Menschen ganzheitlich heil machen. Das heisst, gesund machen, wiederherstellen in allen Aspekten von ihrem Leben. In ihrer Seele, in ihrem Herz, in ihrem Körper, in der Lebensperspektive, dort, wo sie drin sind. Jesus ist gekommen, um das Leben von Menschen neu zu machen und verändern. Und es gibt Hunderte, Dutzende, Millionen von Geschichten von Menschen, die berichten, wie das Unterwegssein mit dem Jesus ihr Leben verändert haben. Und schon im Alten Testament sagt die Bibel uns, dass Gott der ist, der Menschen möchte gesund machen. Es ist zum Beispiel einer von diesen Namen, wo Gott sich selber gibt, wenn er gesagt hat, ich bin Jahwe Rapha, der Gott, der dich heilt, oder der Herr, dein Arzt, je nachdem, wie man es übersetzt. Und in diesen Voraussagen auf Jesus im Alten Testament, wo sie hunderte Jahre bevor er auf die Erde gekommen ist, gesagt haben, wie der Messias, der Retter mal wird sein, wo Israel da wird befreien, haben sie gesagt, er wird einer sein, der die Menschen heilt, der wiederherstellt. Und so können wir aus einer bekannten Prophetie lesen, aus dem Jesaja 61,1. Es ist auch der Abschnitt, wo Jesus gelesen hat, bevor er sein öffentliches Wirken angefangen hat. Er hat gesagt, heute hat sich das erfüllt, in mir wird das wahr. Und das heißt im Jesaja 61, der Geist Gottes, des Herrn, ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, und das Wort gesalbt ist eben das Wort Messias, das ist der Auserwählte von Gott, gesalbt, um den Armen eine gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, um die zu heilen, die ein gebrochenes Herz haben, und zu verkündigen, dass die Gefangenen freigelassen und die Gefesselten befreit werden. Das, was da geschrieben steht, was Jesus als seinen eigenen Auftrag versteht, hat dazumal gegolten und gilt heute noch für alle von uns.
Es ist das Wesen von dem Gott, der möchte das Leben von Menschen verändern. Und ich bin sicher, es gibt da Ihnen einige Leute, die können sagen, hey, Gott hat mein Leben ganz persönlich auf den Kopf gestellt. Und mit ihm habe ich krasse Sachen erlebt. Und so soll die Predigt und der Ruf in das Abenteuer vom Glauben auch ein Moment sein, wo wir uns selber persönlich fragen, hey, wo habe ich denn die verändernde Kraft von dem Gott in meinem Leben schon erlebt? Ganz persönlich du. Wo hast du gemerkt, ja, der Gott gibt es? Er kennt mich, er weiß, wer ich bin und wie ich heiße und was meine Geschichte ist. Und er kommt dort an, wo ich bin. Und er verändert vielleicht die Lebensumstände. Vielleicht bist du gesund worden. Vielleicht hast du Schmerzen vom Herz und Unvergebenheit und Wut können ablegen oder irgendetwas anderes. Und so Erlebnis wecken in uns in den Wunsch, dem Jesus hineinzulaufen. Klingt mega cool, oder? Und ich bin so bis da angekommen in der Predigtvorbereitung und dann hat es so ein bisschen angefangen zu kratzen in meinem Herzen. Ich denke, das ist so fromm, nicht? Und wir lesen das und lesen das vom Heiland, der die Menschen geheilt und befreit hat. Und ich habe mich so wie angefangen zu fragen in meinem eigenen Leben, ja, glaube ich das wirklich? Stimmt das wirklich? Gilt das auch noch heute? Im 21. Jahrhundert? Ich meine, wir müssen ehrlich sein. Die Welt hat sich entwickelt. Die medizinischen Möglichkeiten haben sich entwickelt. Und meine Frage, die so aufgeploppt ist in meinem Leben, ist so, brauchen wir Jesus überhaupt noch? Es ist so sehnsüchtig, wie sie Maria Magdalena gebraucht hat. Oder haben wir unser Leben so eingerichtet, dass es läuft und funktioniert? Spannend, schon zu der Zeit von Jesus hat es Menschen gegeben, die in der Herausforderung gestanden sind und die Frage sich haben stellen, ob sie Jesus wirklich brauchen oder nicht. Und das Lustige ist, es sind sehr religiöse Leute gewesen. Leute, die den Glauben sehr ernst genommen haben und sehr sich genau auskennt haben mit allen Gesetzen und Regeln, die es gegeben hat, die aus dem Alten Testament überliefert worden sind oder die der Mose schon bekommen hat. Sie haben Pharisäer geheißen und sie haben es besonders genau genommen, genauer als genau. Und sie sind eigentlich fromm und religiös gewesen. Und irgendwann mal haben sie gesehen, wie der Jesus eben mit diesen Leuten abhängt, die eben so ein bisschen komisch sind, die kaputt sind, die schräg sind, die ausgestoßen sind. Und sie haben es ein bisschen komisch gefunden. Es hat nicht so in ihr Weltbild hineingepasst. Und irgendwann einmal, wo wieder ein paar so zusammengehockt sind und Jesus mit denen gegessen hat, haben sie so hintenrum via Jünger eigentlich so die Frage in den Raum hineingehört, warum dass der Jesus sich mit diesen Leuten trifft. Und wo Jesus das mitbekommen hat, hat er ihnen etwas Einfaches gesagt, wo ich glaube, wo enorm herausfordernd war für all die Leute, die es gehört haben. Wir lesen im Lukas 5, Vers 31 die Antwort von Jesus. Jesus selbst gab ihnen die Antwort, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Die verändernde Kraft von Jesus zeigt sich dort, wo sich Menschen von ihm helfen lassen. Dort, wo wir bedürftig sind. Dort, wo wir ihn brauchen. Dort, wo wir es zulassen, dass er in unser Leben mit drin hineinkommt. Und die grosse Frage, die die Pharisäer sich haben stellen müssen, ist eigentlich nicht, sind das komische Leute? Weil Jesus hat gesagt, ja, das sind die Kranken, es ist wahr. Da sind Leute da, die brauchen mich. Die Frage ist, haltest du dich selber für gesund? Oder nachher sagt er, ich bin nicht so gekommen, zum Gerechte rufen, sondern zum Sünder rufen. Noch krasser ins Leben von diesen Leuten, die es so genau und so ernst genommen haben. Ja, siehst du dich als einer, der sich selber gerecht machen kann, als Gesunde oder als Bedürftige? Und als ich so über das nachgedacht habe, ist mir etwas in den Sinn gekommen, was ich oft erlebt habe, wo unsere Kinder noch ein bisschen kleiner waren. Mittlerweile sind sie so im Teenageralter. Aber als sie kleiner waren, hat es so eine Phase gegeben, wo sie plötzlich gesagt haben, selber. Oder sie haben alles selber machen. Selber. Und das Lustige, oder vielleicht, das ist eigentlich nicht so lustig, also im Nachhinein ist es lustig, aber in der Situation ist es recht mühsam, ist, dass ihnen das immer dann in den Sinn kommt, wenn du unter Stress stehst. Zum Beispiel am Sonntagmorgen, bevor du in die Kirche gehen willst, und du hast ja einen Termin, wo du dann stehen musst, bist vielleicht noch im Einsatz, jetzt da in unserem Fall, und genau dann, wenn sie selber Schuhe binden. Und du bist irgendwie da und sie wollen sich nicht helfen lassen, weil dann weisst du genau, wenn die jetzt etwas falsch macht, oder, dann explodiert es und dann geht es noch viel länger. Also stehst du nebendran und wartest darauf, bis sie selber endlich wir haben immer das zuerst mit diesen Hasenohren gemacht, oder wie es schwierig mit dem Schlick, also Hasenohren, dann zusammen. Und du bist dort und denkst so, mach mal endlich, Fürschi. Die Kinder alles selber machen. Sie haben sich nicht helfen lassen.
Und ich bin so erinnert worden und dachte, wie oft ist es echt so in meinem Leben, dass ich da bin und denke, ich kann es eigentlich auch selber. Ich gebe zu, die Medizin hat sich extrem entwickelt. Und wir sind im 21. Jahrhundert an einem Punkt, wo wir fortschrittliche technische Möglichkeiten haben. Ein mehr oder weniger funktionierender Sozialstaat, wo ein Netz ist für die Menschen, die früher noch zwischen runtergefallen sind. Und ja, es mag sein, dass es die ein oder andere Krankheit gibt, die Jesus mit einem Wunder hat müssen heilen, wo man heute medizinisch behandeln kann. Was für ein Segen ist das? Dass wir heute in einer Zeit leben, wo es uns so viel besser geht in Bezug auf diese Aspekte. Aber ist es manchmal schwierig? Gerade wegen dem. Gerade weil es so viele andere Möglichkeiten gibt, dass wir Gott überhaupt noch brauchen in unserem Leben. Dass wir die lebensverändernde Kraft überhaupt noch brauchen, heute im 21. Jahrhundert. Und je mehr ich darüber nachgedacht habe, habe ich gemerkt, aber eigentlich, wenn ich so um mich herum schaue, mit Leuten in meinem Umfeld rede, wenn ich Nachrichten durchscrolle, gibt es irgendwie doch noch genug Potenzial für Menschen, wo noch nicht alles heil und gesund ist in allen Lebensbereichen, oder? Ich habe viele Leute in meinem Umfeld, die extrem leiden, unter dem Stress, unter dem Druck, den Anforderungen vom Leben, wo wir vom letzten Zacken laufen, wo mit einem Bein im Burnout reinstehen. Und ich frage mich, wie viel von dieser Last auf ihren Schultern. Und eigentlich wäre da der Jesus, würde sagen, hey, ich kann ihm voll etwas geben, ich will dir Lasten abnehmen aus deinem Leben. Das auf deiner Seele lasten, das, was du das Gefühl hast, musst du alles. Ich will es dir eigentlich wegnehmen. Und die Leute sind dort und sagen, selber, ich schaffe es schon. Oder vielleicht zwischenmenschliche Konflikte, die wir haben. Wo Menschen uns verletzt haben, Sachen über uns gesagt haben oder wo es Streit gegeben hat, wo man irgendwie auseinandergeht. Sachen, die uns im Herzen eine Wunde hinterlassen haben. Dass wir gewissen Leuten aus dem Weg gehen und nicht mehr mit ihnen reden können. Und Jesus wäre da und würde sagen, hey, ich möchte die Wunde von deinem Herz heilen. So wie es in Jesaja heißt, die ein gebrochenes Herz haben. Ich will es verbinden. Und wir sind da und rufen selber. Und stoßen den Gott weg von uns. Oder vielleicht auch körperliche Leiden und Krankheiten. Ja, es gibt heute viele medizinische Möglichkeiten. Aber wo hindert uns das daran? Zum Betten für Sachen, die uns plagen. Wenn zum Beispiel gerade in unserer Small Group, in der Gruppe, wo wir uns treffen, regelmäßig betet für ein Knie. Und er hat lange Schmerzen gehabt, so chronische Entzündung. Und es ist vom einen auf den anderen Moment besser geworden. Auch das gibt es heute noch. Vielleicht ist deine Arbeits- oder Wohnsituation so ein Umstand in deinem Leben, wo du das Gefühl hast, du bist in einer Sackgasse angekommen und es geht nicht mehr weiter. Und du hast irgendwie das Gefühl, es gibt weder links noch rechts eine Option, die sich auftut. Und Gott wäre vielleicht da und würde sagen, ich möchte dir Türen auftun, oder ich möchte dir eine neue Sicht geben, oder ich möchte dir helfen da drin. Aber du sagst, nein, selber, ich brauche dich nicht, ich schaffe es schon. Es geht schon allein. Auch das haben wir erlebt. Wir müssen zügeln, wir haben gewusst, dass dort, wo wir jetzt gewohnt haben, bis letzten Oktober abgerissen wird und wir ein neues Zuhause haben. Und die es in den letzten paar Jahren mal probiert haben, ein neues Zuhause zu finden, mit einem vernünftigen Budget, so wie wir das irgendwie haben, und doch für 5 Personen, die merken, das sind dann nicht Dutzende von Anzeigen, die da kommen. Und irgendwann hat Gott aus dem Nichts, mit Verzögerungen, wo dann plötzlich gleich alles anders der Zeitplan war, Türen aufgetan. Wir dürfen jetzt an einem Ort sein, wo wir uns eigentlich gar nicht leisten können. Und wo wir uns wohlfühlen und wo wir gedacht haben, hey, es ist ein Wunder. Das kannst du nicht machen, das kannst du nicht organisieren. Ausser Gott bringt Sachen da drin rein. Oder noch als Letztes. Vielleicht ist es auch die Sorge um die finanzielle Sicherheit. Es gibt Leute, die haben nur knapp genug. Es gibt aber auch Leute, die haben eigentlich vorig genug. Und trotzdem liegt die Last auf ihrem Leben, dass sie nicht wissen, wie sie richtig damit umgehen können und ob es wirklich dann auch langt. Und. Du kannst einfügen, was du willst. Wenn ich durchschaue, durch das, was die Menschen heutzutage beschäftigen, dann glaube ich, gibt es mehr als genug Bereiche in unserem Leben, wo Gott möchte, der Heiland und Heiler sein und unser Leben verändern. In unserem Herzen, in unserer Seele, in den Umständen, wo wir drin stehen. Und die grosse Frage ist, wollen wir das überhaupt zulassen? Lassen wir uns überhaupt helfen? Oder sind wir zu stolz? Zu fortschrittlich, zu modern. Vielleicht zu fromm. Das Gefühl haben, wir schaffen es schon. Oder wer sich ein bisschen am Riemen reisst, man ist seines Glückes eigener Schmied. Sind wir an einem Punkt in unserem Leben angekommen, wo Gott gar keinen Platz mehr hat in unserem Leben.
Und als ich so über das nachgedacht habe, bin ich so ein bisschen vom Hölzern aufs Stöckchen gekommen und habe gemerkt, noch einen zweiten Aspekt, den ich finde, aus dem Leben von der Maria Magdalena rauskommt. Ich habe in letzter Zeit öppe mit Leuten Gespräche gehabt, die schon lange im Glauben unterwegs sind, die gesagt haben, hey, irgendwie habe ich das Gefühl, es ist alles so ein bisschen kalt und träge und lau geworden in meinem Leben. Und ich sehe mich nach dieser Leidenschaft im Glauben. Ich sehe mich eigentlich danach, dass ich wieder das Feuer habe, das ich mal hatte für den Jesus. Oftmals sind es die Leute, die vielleicht in so einem Alpha-Life, das wir da anbieten, so eine Möglichkeit, wo man den Glauben kann entdecken kann, Jesus neu begegnet. Leute, die ganz frisch drin sind, die voll on fire sind und leidenschaftlich sind und all ihren Leuten überall erzählen. Und je länger, dass man so mit dem Gott unterwegs ist, desto mehr kühlt die Leidenschaft und das Herz ab. Und dann ist mir eine andere Geschichte in den Sinn gekommen, wo lustigerweise auch wieder mit diesen Pharisäern zu tun hat, wo Jesus bei so einem zu Gast ist daheim und dann stürmt eine Frau rein, die einen schlechten Ruf hatte. Sie war bekannt gewesen, wir wissen nicht genau was. Die einen übersetzen das Wort als Prostituierte, da steht jetzt einfach Sünderin, also ganz bestimmte Frau, die irgendwie eigentlich nicht dort anpasst hat, sogar nicht zu einem frommen Pharisäer, der sich gehütet hat, mit diesen Leuten zu tun zu haben. Und sie kommt dort rein und sie fällt Jesus so vor die Füße. Und mit ihren Haaren und dem Öl, das sie mitgebracht hat, leert sie ihn das so über die Füße und putzt seine Füße. Und der Pharisäer ist ehrlich gesagt völlig überfordert, oder? Der geht ganz schnell über. Und der ist so, wow, was passiert jetzt da? Was macht ihr da? Was läuft da? Und in dem Gespräch hinein sagt Jesus so etwas Bezeichnendes. Darüber, woher es die Leidenschaft und das Feuer aus ihrem Leben hineinkommt. Woher es die Liebe kommt und das Verschwenderische, das da ist. Wo nicht rechnet, wo nicht analysiert, sondern wo das Herz überfließt, weil da innen so voll ist. Und er sagt, ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Dort, wo wir die verändernde Kraft von Jesus in unserem Leben erleben. Dort, wo wir merken, dass der Glaube verhebt und funktioniert. Dort, wo wir spüren, dass der Gott dich kennt, mich kennt, weiss, wer wir sind, wo wir stehen. Dort wächst etwas in unserem Herzen, in unserem Leben, wo nochmal neues Feuer und nochmal neue Leidenschaft da drin gibt. Aber für das braucht Gott einen Platz in unserem Leben. Wenn wir ihn aussperren, wenn wir immer sagen, selber, ich schaffe es schon, wie wird er sich uns dann zeigen? Wie will er uns denn helfen? Wie will er uns denn näher kommen? Das geht gar nicht. Und so will ich uns alle, die wir da drin sind, motivieren. Wenn es um das Abenteuer vom Glauben geht, uns ganz persönlich nochmal zu fragen, wo bräuchte ich die verändernde Kraft von Jesus in meinem Leben hinein? Oder vielleicht, wenn du wirklich in diesen Lebensumständen hineingehst, wo es dir wahnsinnig gut geht, Halleluja zum Glück, das Herz voll Dankbarkeit erfüllt werden über dem Segen, wo du hast. Du kannst sagen, hey, im Moment bin ich wirklich auf dem Gipfel, ich habe so viel Cooles erlebt. Ich hoffe fest, es weckt in deinem Herz hinein eine Dankbarkeit und eine Freude und eine Begeisterung über dem Gott, über dem, was er dir geschenkt hat. Und dass du zu einem Menschen werden darfst, wie so eine Maria Magdalena, die das Herz voll von Dankbarkeit und Leidenschaft hat, mit dem Jesus unterwegs ist und erlebt, dass das Abenteuer vom Glauben uns das Leben auf den Kopf stellen kann. Ich bete. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dich senden lassen hast von Gott auf die Erde. Dass du dir selber nicht schade gewesen bist, uns näher zu kommen. Dass du am Schluss dein eigenes Leben hingegeben hast, damit unser Leben neu werden kann. Wir wollen dir danken für all die Menschen, die da drin sind, die Geschichten zu erzählen haben, ab dieser lebensverändernden Kraft vom Glauben, die reingekommen ist, die Herzen geheilt hat, die Beziehungen wiederhergestellt hat, die Hoffnung geschenkt hat, Auswege in Situationen, die ausweglos waren. Und wir wollen sie nicht vergessen, sondern wir wollen daran denken, was für eine Güte, dass du uns erwiesen hast. Und wie gnädig, dass du zu uns gewesen bist. Und wie mächtig, dass deine Kraft war, die unser Leben verändert hat. Und wir wollen mitringen mit denen, die im Moment in Umstände hinein sind. Sie sagen, ich hoffe schon lange und ich bete schon lange, aber es zeigt sich noch nicht. Hey, du hast versprochen, dass du der Heiland bist. Und einmal wird der Tag kommen, entweder da auf dieser Erde oder spätestens, wenn wir übergehen in die Ewigkeit, wo alles Leid und alle Schmerzen und alle Tränen abgewischt werden.
und wo wir vollkommen heil werden sein. Und so stehen wir Seite an Seite mit denen, die leiden und ringen und beten, dass deine lebensverändernde Kraft sich möge dort zeigen, wo sie dringend gebraucht wird. Herr, mit leeren Händen will ich da stehen, zum Anfang von dem Jahr, mit dem Wunsch, dass das Abenteuer vom Glauben mein Herz nochmal neu in Brand setzt, fürs Unterwegssein mit dir. Dass ich nochmal neu erfahren darf, dass du mich kennst, dass du jedes von uns kennst und mit uns möchtest unterwegs sein. Heiliger Geist, hilf uns zu sehen, wo wir dich aussperren. Begegne uns dort, wo wir sind und mach unser Leben neu. Amen.